Filme sind doch dumm. Gods of Egypt ist die Verfilmung von der Geschichte der ägyptischen Götter, wie der Name eigentlich schon sagt. Und zwar ist der Osiris am Herrschen, er ist ein toller, netter Gott. Und sein Bruder, der Seth, findet es nicht so geil. Und wo der Osiris, sein Sohn, der Horus, will zum neuen König krönen, kommt der Seth dort rein zu stürmen, bringt den Osiris um und reißt quasi so den Thron von Ägypten an sich, stillt am Horus seine beiden Augen und entmachtet ihn. Und der Horus muss mit der Hilfe vom Big, das ist so ein normaler, sterblicher Typ, mit der Hilfe von dem muss er dann seine Augen zurückholen und das Set besiegen. Ganz ehrlich, ich habe erwartet, den Film richtig scheiße zu finden. Da können sie trashen. Nicht ganz. Er ist sehr unterhaltsam. Er ist nicht gut. Die Story um den Horus und den Beck und den Zaya und all die ganzen Leute ist so dermaßen gefüllt und vollgestopft mit Klischees, das glaubst du jetzt einfach nicht. Der Bösewicht, der Seth, ist der typische Bösewicht, den man kennt. Er ist der Brüder, der Eifersüchtige, der sich an die Macht gekämpft hat und nachher die Armen unterdrückt und die Reichen bevorzugt. Der Horus ist der gute, der rechtmäßige König und Gott oder was auch immer, der an die Macht wieder soll, damit die Armen wieder leben können. Und dann hast du noch den Beck, quasi das Auge vom Zuschauer, so ein bisschen der relatable Character. Und alle machen alles aus Liebe. Ach, wie süß. Vieles in dieser Story passiert einfach, dass die Story kann weitergehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, scheißegal. Der kann jetzt das ist aber gäbig. Oh toll, schau jetzt, die Figur kommt da auch noch. Der Film findet sich selber mega wichtig und mega gut und mega spannend und so. Und das funktioniert einfach nicht mit diesen lächerlichen Visuals, die sie einem stellen. Und wenn der Film dann eben versucht, lustig zu sein, geht er einfach voll an auf die Schnur. Dann die Schauspieler, die dabei sind, die sind okay, würde ich mal sagen, mit dem Material, das sie arbeiten damit. Der Gerard Butler ist so ein übertriebener, over-the-top Bösewicht, so dermaßen blöd. Der Jamie Lannister, beziehungsweise Nikolai Coster-Waldau heisst er, glaube ich, wirklich. Der ist okay, er ist ein sympathischer Schauspieler, da hat aber das Material, dass das Drehbuch nicht viel dazu beiträgt. Die Hauptfigur, ich weiß gar nicht, wie der Typ heisst, der ist einfach auch ein bisschen egal. Es ist ziemlich wurscht. Und die Courtney Eaton, die Zaya spielt, die ist lediglich Eye-Candy, die ist nur dort zum Anschauen und die haben sich wirklich, wirklich fest Mühe gegeben mit dem Kostümdesign, dass man ihr auch ja nicht aufs Gesicht schaut. Und auf das, was der Film setzt, auf die ganzen Effekte und CGI-Sachen und so, die sind teilweise cool. Es hat ein paar Sachen, die wirklich mega stylisch aussehen. Der Style von diesen Städten und so, die grossen, lauten, farbigen Sachen, die sind eigentlich noch recht cool, aber es hat auch teilweise Elemente, wo CGI einfach schlecht ist. Es ist einfach wirklich schlecht und auch teilweise der Einsatz vom Greenscreen ist nicht gut. Und das kann man sich doch nicht erlauben bei so einem Big-Budget-Blockbuster-Film. Und das Ganze gipfelt so ein bisschen alle Szenen mit dem Ra, mit dem Sonnengott. Es sieht so kacke aus alles. Es ist völlig lächerlich. Ich kann laut rauslachen. Die ganzen Kampfsequenzen, während die einen wirklich cool sind, gibt es andere, die sind wie ein Game. Der Film ist ja teilweise wirklich allgemein wie ein Game. Er hat den Aufbau von einem Game, er hat Platforming-Sequenzen aus Games, er hat die Action-Sequenzen, die so sind, er hat Bosskämpfe, teilweise sieht er sogar aus wie ein Game. Er hat Storytelling von einem Game. Es ist wirklich ein grosser Game-Film, aber nicht etwa im guten Sinn. Gods of Egypt ist definitiv kein guter Film. Ich muss aber auch sagen, er wird oft trashed, so ein bisschen von den Kritikern. Einfach. Das finde ich nicht, er ist saudumm. Wirklich mega blöd. Er hat eine klischeebehaftete, klischee-vollgestopfte Storyline. Er hat Figuren, die mehrheitlich ziemlich egal sind. Er hat teilweise lausige Effekte, er hat teilweise sehr coole Effekte. Aber wirklich, ja, ich habe mich amüsieren ab dem Film. Ich habe mehr den Film ausgelacht als mit ihm gelacht, ehrlich gesagt. Aber das hat mich gut unterhalten und wenn man vorher sein Hirn rausnimmt, in einen Flüger tut, weit wegschickt und dann ins Kino geht, dann kann man mit dem Film einen Haufen Spass haben. Und man muss auch sagen, er hat im Trailer nichts Falsches verkauft. Wer den Trailer sieht, weiss genau, auf was man sich einlädt. Und das muss man am Film auch zugestehen. Gods of Egypt, ein Unsinn. Wer hätte das gedacht? Ja, ich habe ihn noch glatt gefunden. Es ist unterhaltsam gewesen. Ich habe ihn viel ausgelacht und eigentlich noch recht eine gute Zeit gehabt. Er hätte nie und nimmer müssen über 2 Stunden lang sein, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.